Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, dürfte ich schnell? Papi! Entschuldigung. Das sind nicht zwei. Blöd. Also, wie kann man nur mit den Stöckeli-Schuhen an ein Schwingfest? Hey, dort vorne hat es noch zwei. Sind die drei noch frei? Ja, gut. Hey, Jungs, dort vorne hat es noch drei. Kommt hier durch. Ja, hin. Ja, kannst du auch dort durch. Ja, komm, Ben. Ja, da, hast du gesehen? Ja, bitte. So, ja. Ja, passt. Oh, jetzt machen wir noch schnell ein Foto fürs Mami. Ja. Bitte lächeln, kommt. Warum ist da nicht auf uns? Musst du auf die Frontkamera umschalten? Aha. Dort! Nein, jetzt musst du filmen, da oben! Du musst nicht reinlängen. Was macht sie jetzt? Ein Panoramabild! Es was? Oh, gib's mir doch einfach schnell! Das blöde Teil da kommt. So, jetzt kannst du föteln, Mann! Jetzt muss ich zuerst lauter werden. Jetzt ist es besser. Yep. Danke. Gut. Also kommen wir mal. Smile. Ja. Gut. Flo, warum hast du das Jäckchen an? Man sieht die schönen Hemdchen gar nicht. Es ist so kalt! So ein Quatsch. Oh, hey, schau, jetzt geht's los. Ja! Hey! So gut! Ja, abputzen. Ist so gut. Das war jetzt ein schöner Kampf. Wahrscheinlich 9,8 Punkte. Ich glaube, sie geben höchstens 9,5. Er hat sich schon noch gewonnen am Schluss. Das war jetzt schon der Fight gewesen. Ja, sicher. Die haben sich ja gar nicht geschlagen. Wir sind ja nicht im Boxen, Alter. Was ist mit dem Lied, wenn sie da einlaufen? Oh, Ben, das ist nicht Wrestling, weißt du, sondern da singen jetzt dann schon noch irgendein. Hörst du es? Das ist eine voll krasse Kanone dort unten. Alphorn, sagt man denen, Alphorn. Das könnt ihr immer schauen. Hey, ja, Ben, das sind wir schon immer schauen. Ich bin mit meinem Vater schauen und jetzt mit meinem Sohn. Und so Traditionen sind eben schon noch wichtig. Und irgendwann mal werdet ihr vielleicht Väter sein. Das ist auf jeden Fall das, was ich mir für euch wünsche. Weil als Väter kann man die nächste Generation mitprägen. Was für eine coole Serie. Ich bin wirklich Fan von dieser Heimatserie und vor allem, was für ein cooles Theater. Jedes Mal ist irgendein guter Witz drin und es ist so eine gute Sache. Und wir haben das schon 3 Mal jetzt gehabt und ja, man gewöhnt sich schon fast ein bisschen daran, oder? Also, dass wer noch ins Theaterteam will, auf sich melden für die nächste Serie, die kommt, oder? Vielleicht finden wir noch ein paar. Mega gut. Aber wir wollen auch jetzt nochmal zurückschauen und dazu zeichne ich da auch dann auf mein Flipchart, dass wir diese Serie, wenn wir sie schon zusammenfassen, dass wir sie auch im Ganzen ein Stück weit können kennenlernen. Und ich werde nochmal kurz einen Blick machen auf die anderen 3 Predigten, die wir hatten. Und da ist es so, eigentlich ist der Johannes Wirth als Erster da auf dieser Bühne gestanden. Und es ist darum gegangen, Heimat zu suchen.
Dass wir im Herzen auf der Suche sind nach einer Heimat, nach einem Ort, wo man Wurzeln schlagen kann. Und er hat das so gut beleuchtet. Wir haben in dieser ganzen Serie auch den verlorenen Sohn, die Geschichte vom verlorenen Sohn, durchgenommen. Und er hat das so gut beleuchtet, wie der Vater einfach einmal grundsätzlich Liebe hat. Liebe für alle Menschen und natürlich da auch in der Geschichte speziell für seinen Sohn, wo man gesagt hat, hey, gib mir dein Erbe, ich tschüss und dann weg war. Aber trotzdem hat er gezeigt, wie der Vater ihn nie vergessen hat. Der hat ihn nicht einfach abgeschrieben, sondern als Vater musst du vielleicht deine Kinder auch ein Stück weit mal loslassen. Und so ein bisschen eine lange Leine geben vielleicht, oder? Und das ist so ein Bild gewesen, die Vaterliebe. Und dann, wo der Sohn umgekehrt ist und zurückgekommen ist, wie die Türen offen gestanden sind. Wie die Türen einfach offen gestanden sind, wie die Liebe noch genau gleich war wie am ersten Tag. Und das will ich hier kurz zeichnen. Ja, wir haben hier wie eine Tür und die ist offen. So ein bisschen so. Genau, und das ist so die Haustür, da haben wir noch eine Klinke, genau. Und das ist so die Haustür, die wir haben. Und in der ersten Serie, kommen wir noch ein bisschen so und Rauch und genau. Und in der ersten Serie hat man über die offene Tür geredet, oder? Wo wir gesehen haben, wie der Vater einfach, die Tür ist immer offen. Sie ist da. Und egal, was denn mit dem Sohn war und was der angestellt hat und bosget hat, lesen die Geschichte, nichts Cooles, oder? Und die Tür ist offen und er hat jederzeit zurückkommen. Und das ist so ein Symbol für Gott gewesen. Die offene Tür, die Heimat, das Haus, wo man Heimat finden kann, die Tür zu Gott ist immer offen für jeden Mann, für jede Frau. Und da hat jeder rein können. Und dann nachher, als zweites, ist eigentlich dann Jonis ins Geschoss gekommen, oder? Die zweite Predigt. Wo er dann das beleuchtet hat, wie der Sohn retour gekommen ist. Wie der Sohn gekommen ist und er gesagt, okay, also ich habe nichts da, wo ich jetzt vorgegangen bin. Ich habe nichts da. Ich bin in der Fremde, ich kenne niemanden, all mein Geld ist weg. Und bei meinem Vater, da hat er sich irgendwie daran erinnert, bei meinem Vater, die Tür, die ist offen. Und das hat er wie gecheckt und er hat eine Umkehr gemacht. Und so haben wir eine zweite Predigt gehabt, wo es eigentlich um Umkehr geht. Wo der Sohn, also ich mache jetzt das ein bisschen, dann gibt es nachher am Schluss noch einen Kreis und so, sieht gut aus. Und da hat der Joni das so gut beleuchten, wie das war, oder? Wie der Sohn sich über das Gedanken gemacht hat, dass er beim Vater mehr hat als dort, wo er draußen war. Und dass er zurück will zu dem liebenden Vater, wo er gecheckt hat. Das habe ich seit klein erfahren, dass mein Vater mich liebt, dass die Tür immer noch offen ist. Man liest das nicht in dieser Geschichte, aber der hat sich dem bewusst gemacht und gesagt, und ich kehre um. Ich erkenne, dass ich auf dem falschen Weg bin und ich kehre um. Ich kehre um und ich gehe zurück zum Vater. Und ich bin in dieser Predigt hineingeguckt und für mich ist es vielleicht schon ein bisschen länger her, oder? Wenn ich denke, ja, wann bin ich denn zu meinem Vater im Himmel umgekehrt, oder? Das ist ja schon ein bisschen 10 Jahre und länger her und so weiter. Aber ich bin da hineingeguckt und habe gedacht, hey, in welchem Lebensbereich von mir bin ich noch irgendwo unterwegs, oder? Wo ich denke, ja, das ist zwar ein liebender Papi und so, oder? Aber, und bei mir, ich bin wirklich da geguckt und es hat mich gerade so, ja, wie ein guter Pfeil, oder? So pick in mein Herz hinein. Hey Elias, deine Finanzen, auch die gehören Gott. Und ich habe gemerkt, so, hey, und ich will nochmal hingehen. Ich glaube doch, dass mein Vater eine offene Tür hat, dass er mich versorgt, dass er eine Heimat für mich bieten will, dass ich dort bei ihm Heimat finden kann. Dass ich ihm dann auch diesen Teil von meinem Leben wieder zurückgeben kann. Und habe dann nochmal, oder ich bin ja der Pastor, oder? Der hat alles im Griff, aber eben gleich nicht. Wir sind alle auf dem Weg unterwegs. Und so habe ich ihm so können nochmal den Lebensbereich eingeben. Also danke Joni für die Predigt, hat nochmal etwas bewirkt in meinem Leben hinein. Und das ist so gut gewesen, das zu haben. Und ich weiß ja nicht, was ihr alles verpasst habt von dieser Serie und so weiter. Es lohnt sich wirklich, das nochmal nachzuhören. Wir haben das ja extra, wir nehmen es da immer schön auf. Ein Gruß an alle, die das jetzt hören, oder? Wir nehmen das immer schön auf. Und die Leute, ihr könnt das nachhören.
Und ihr könnt da schauen und ich will es euch empfehlen. Das ist so eine tiefe, gute Serie, die nochmal zeigt, wie das Vaterherz ist, wenn er kann die Heimat für dich bringen kann, wo du kannst Heimat und Annahme finden. Und dann ist Steffi gekommen. Und Steffi hat den anderen Sohn beleuchtet. Der Vater hat 2 Söhne gehabt. Der eine ist die lange Geschichte, der gesagt hat, gib mir mein Erbe, ich muss jetzt mal meine Hörner abstoßen. Und dann hat es den anderen Sohn gehabt, der immer daheim war. Immer gemacht, immer geschafft, immer tun. Und Steffi hat diesen Sohn beleuchtet. Und der Sohn war eigentlich daheim, die ganze Zeit im Haus. Aber trotzdem ein Weise. Trotzdem nicht ein Sohn, ein wirklicher Sohn, sondern es war ein Waisenkind. Er hat am Schluss noch gesagt, hey, ich habe doch so viel gemacht für dich, ich bin immer da gewesen, ich habe immer in deinem Stall gearbeitet, ich habe immer auf deinem Feld gearbeitet, aber ich habe nie etwas bekommen. Das ist die weise Mentalität, die Steffi so gut gezeigt und aufgezeigt hat. Und das ist so ein bisschen ein Spiegel auch für uns Christen, oder? Wo wir schon lang im Glauben dabei sind, aber immer noch weise sind, immer noch nicht glauben, dass Gott es wirklich gut meint mit uns. Und so habe ich gedacht, ich mache das, zeichne ich das auch noch mal da. Das ist die Tochter und da haben wir den Sohn und da der Papi. So. So, und da sind wir immer ein Stück weit auf dem Weg. Oder immer wieder dorthin, dass wir Heimat finden können, bei dem Vater daheim, dass wir die Liebe wirklich tief in unser Herz hineinlassen. Und das ist so gut, wo sie den Satz, der steht auch in ihrem Konzept drin, habe ich da rauskopiert. Du bist zur Freiheit berufen. Du bist berufen zu einem Leben als Sohn und Tochter. Komm vom Waisenkind immer mehr weg. Du bist berufen, im Vaterhaus ganz anzukommen und in dieser Freiheit zu leben. Und das ist ein Stück wie das, was wir immer singen. Wir haben heute Morgen gerade von Haus gesungen, heimgekommen, wir haben von Freiheit gesungen. Und das ist genau das, was das meint. Dass du nichts mehr leisten musst. Du bist nicht der daheim gebliebene Sohn, der zwar immer da ist, aber gleich das Gefühl hat, ich muss mir alles verdienen. Der Vater sagt zu ihm, hey, dir gehört doch schon alles. Dir gehört schon alles. Komm und fühl dich wohl. Du darfst jederzeit alles haben von mir. Und in dieser Predigt hat Steffi ihnen so ein bisschen aufgezeigt, was alles so Waisenkind-Mentalitäten sind. Und ich habe dazu gehört und in mein Herz hineingehört und ich bin dankbar geworden über das. Natürlich bin ich auch auf dem Weg noch vom Weisen zum Sohn werden, da bin ich auch selber noch unterwegs, aber ich habe gemerkt, hey, das habe ich abblicken. Das habe ich abblicken. Und ich habe gemerkt, Gott ist mit mir auf dem Weg unterwegs. Können Sohn sein, können Tochter sein, können ankommen, können Heimat finden. Meine Sehnsucht in meinem Herz nach Heimat wird Schritt für Schritt auch gestillt. Es ist vielleicht einmal ein Reingehen in die Türen, dann gewisse Sachen umzugehen und dann kommt das, wo man kann sagen, hey, jawohl, ich komme da langsam an. Und der Hannes, es war wirklich cool, der hat das gut gesagt, er hat gesagt, es ist ein Heimatfinden bei Gott. Nicht nur in der Kirche, sondern zuerst einmal bei Gott. Und die Kirche kann ein Teil sein davon, von dieser Heimat, von dem Miteinander. Und das hat mich so beeindruckt und dann dankbar gemacht, und ich gemerkt habe, ich bin auf dem Weg, ich bin Schritt für Schritt auf dem Weg, weg von dem Leisten und von dem, ja, ich brauche jetzt einen Applaus und jetzt müssen alle lachen, wenn ich einen Witz erzähle. Es geht gar nicht mehr um mich. Es geht gar nicht mehr um mich, sondern ich bin im Vaterhaus drin. Ich finde dort Heimat und mir gehört ja schon alles. Und ich denke, die Predigtserie bis dahin ist schon eine riesen Herausforderung für dich und für mich. Es geht darum, Heimat zu finden, sich auf die Suche zu machen, vielleicht durch die Türen durchzugehen. Es geht darum, Sohn und Tochter werden. Und das fordert mich immer wieder raus. Das fordert mich raus, unsere Kultur zu leben, wo eine Kultur ist von Next Step. Was ist mein nächster Schritt, den ich machen will, um ein Sohn werden? Was für Gebetsanliegen gebe ich ihm? Und dann ist mir das so durch den Kopf gekommen, weil ich dachte, wir haben bei unserer Kirche ein Männer-Früh-Gebet. Das heisst MFG und das F ist immer so ein bisschen das Problem, oder? Das F für früh.
Oder? Und es ist wirklich früh. Und ich bin in das Frühgebet, schon seit ich da in der Kirche bin, vielleicht nicht ganz als erstes, aber ich bin da in das Frühgebet hinein. Und dann ist das immer so die Sache gewesen, stehe ich jetzt auf, so früh, um Gott zu gefallen, damit er dann meine Gebete hört? Und schlussendlich habe ich gedacht, ja, warum mache ich denn stille Zeit? Oder meine Zeit mit Gott, oder was für ein Wort das ihr verbraucht, wenn ihr mit Gott eure Zeit verbringt. Mache ich es dann, damit ich ein bisschen frömmer werde? Und ich musste sagen, nein, das mache ich nicht. Ich bin ein Sohn. Ich kämpfe mich am Morgen zum Bett aus und gehe in das Frühgebet, weil ich weiss, dort sitzt ein liebender Vater, der sich freut, meine Anliegen zu hören, der sich schon die ganze Nacht durchgefreut hat. Der ist schon mit in der Nacht da und wartet darauf, bis ich komme und dann ihm sagen, hey, schau, das beschäftigt mich, dass in seinen väterlichen Trost in mein Leben hineinfallen kann, an diesem Morgen früh. Das ist meine Sicht. Und das hat Steffi so gut gezeigt, mit dem weisen Kind, das sich verdienen muss. Und auf der anderen Seite eben die Sohnschaft, oder? Und ich meine, wenn ich am Morgen früh mit meinem Gott schon zusammenhocke auf meinem Sofa, ich weiß, ich bin dann schon halb verschlafen und meine Sätze sind noch nicht so geschliffen, aber ich kann mit meinem Gott die Tagesprobleme, die ich schon kenne, die noch kommen, oder? Es gibt ja noch ganz viele, die ich noch nicht kenne in dem Tag, die kommen, aber die ich schon kenne, kann ich bei ihm abladen. Kann ich ihm sagen, hey, da und da und da ist noch das und heute habe ich Predigt, oder? Das ist so mein Hauptsorge heute Morgen, als ich mit Gott besprochen habe. Und ich habe schon am Morgen dort ein Stück weit ablegen. Und ich bin doch nicht am Morgen hergeguckt, wie ich dachte, dann hat mich Gott gut. Ein Punkt mehr für den Elias, super, oder? Nein, es ist die Sohn- oder die Tochtermentalität, die wir da gelernt haben. Und das finde ich so etwas Wahnsinniges und so etwas Gutes und so etwas. Ja, wo findet man das denn sonst? Wo findet man das? Ein Glaube, eine Religion, wo so viel von Liebe geprägt ist, wo so einen liebenden Vater vorstellt. Ich bin so frech und sage, wohl nichts. Und ich darf ihn gefunden haben. Ich darf da diesen Weg da rein gemacht haben. Und das ist die Herausforderung, die erste, die wir da hatten, oder? Da geht es um den Teil vom Sohnwerden, vom dort reinkommen, in diesem Haus eine Heimat finden. Aber wir haben einen riesigen Gott, wir haben einen grossen Gott, der ist gewaltig und er hat auch ganz grosse Ziele für uns parat. Und er sagt dort, irgendwie hat es mich fast ein bisschen, okay, jetzt bin ich da, ich bin daheim, ja, ich fühle mich wohl, ist gut, es passt. Sofa, herröckeln, Sohn, Fernsehen, tipptopp, alles gut, muss man nichts mehr verdienen. Ich bin Besitzer, ich bin Erbe, ich bin Kind, wow, oder? Und dann sagt Jesus da so, ich weiß nicht, ob er das beiläufig gesagt hat oder wie, sondern er sagt, hey, weißt du was? Ich will, dass meine Kinder so barmherzig sind, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Wie? Jetzt habe ich da die ganze Zeit Barmherzigkeit, Liebe, Annahme erlebt. Gott hat die Türen aufgemacht für uns. Und er hat das Haus, wo ich mich wohlfühlen kann. Und jetzt sagt er der freche Satz, oder? Jetzt sei du gleich barmherzig, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Und ich finde, das geht etwa in die gleiche Kategorie wie liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber das ist sein grosses Ziel für seine Kinder. Das ist sein grosses Ziel für seine Kinder, dass wir Söhne und Töchter in das Bild verändert werden wie der Vater. Dass wir Barmherzigkeit, dass wir Geduld, dass wir die Grosszügigkeit vom Vater weiterleben. Ich meine, das Theater, der letzte Satz, ist der entscheidende Satz in diesem Theater drin. Ich wünsche mir, dass ihr mal auch Väter und Mütter werden könnt und die nächste Generation prägen. Das wünscht sich der Vater, der da sitzt, wo dann hast du dann wieder mal, oder? Und dann ist er dann vielleicht der 4. Stuhl, wo der Vater der Großvater ist und dann ist sein Sohn da mit seinem Großkind. Wow, das wünscht er sich. Und das ist der entscheidende Satz und das ist der große Traum, wo der Vater im Himmel für uns auch hat. Ein Stück weit sagen, hey, wird du selber auch wieder Vater und Mutter?
Geistlicher Vater, geistliche Mutter. Dass du wieder Menschen prägen kannst. Dass wir wieder die Barmherzigkeit vom himmlischen Vater, die Gnade, die Liebe weiterleben, jemand anderem. Am nächsten. Und dann von unserem Vaterhaus schwärmen. Den Menschen, die mir begegnen. Und ich will das auch noch mal zeichnen, oder? Das ist jetzt vielleicht da ein Stück weit. Und dann zeichne ich da einen Kinderwagen. He? Oder wo er jetzt da steht. Das ist so das Zeichen vom Vater, geistliche Mutter sein. Und um das geht es eigentlich. Oder? Wir haben Heimat suchen, Heimat finden, Heimat leben, daheim leben als Sohn und dann aber auch wieder Heimat geben. Das ist das heutige Thema. Wir wollen auch Heimat geben, wir wollen einen Schritt weitergehen. Einen Schritt weitergehen und sagen, ja, wir wollen Heimat geben. Diesen Menschen um uns herum. Mit dieser Grosszügigkeit, wie der Vater mir begegnet ist, möchte ich anderen begegnen. Und möchte schwärmen von dem Haus, wo ich drin bin. Und wir Christen, kann ich es so formulieren, oder es gibt Christen, kann man auch sagen, oder ich habe auch schon dazu gehört, wir sind mehr Erzieher wie Väter und Mütter. Und ich weiß ganz genau, wie das ist. Ich bin als Halbwaise durch meine Teenie-Jahre durchgegangen. Und hatte keinen Papi, den ich erzählen und machen und tun. Aber ich habe in diesem Leben als Teenie so viele Erzieher getroffen. So viele Leute, die älter waren, die haben auch die Erfahrung gehabt. Und sie haben mir immer gesagt, das muss man so machen. Das solltest du so machen. Das solltest du so machen. Und das überhaupt so. Und ich mag mich, es ist wie das Bild, ich mag mich noch so gut erinnern, ich hatte ja so lange Haare gehabt. Und ich bin da in der Kampf gewesen, oder? Und dann hatte ich all die christlichen Erzieher in dieser Kirche gehabt, oder? Und irgendwann, ich meine, die Haare sind so verfilzt gewesen und Rasta und oder? So ein bisschen so. Und dann habe ich die abgeschnitten, oder? Aber da habe ich noch so ein Zöpfchen. Oder das hätte noch bleiben müssen. Und ich weiss noch genau, wenn ich dort rausgelaufen bin, aus dieser Kirche raus, und dann sagt der Pastor dort, ja, das ist noch der Zopf von der Rebellion oder so, oder? Und denkt, hey, soll ich euch etwas sagen? Nie mehr habt ihr mich gesehen. Nie mehr bin ich durch die Türen durchgelaufen. Jetzt würde ich es vielleicht wieder mal machen. Ich bin ja jetzt ein Sohn, oder? Ich habe auch einen Prozess gemacht. Aber wisst ihr, das ist so schlimm. Ich habe mich so nach einem Vater gesehen, der mich vielleicht an der Hand nimmt und ein Stück weit mit mir läuft und mich dann aber auch wieder gehen lässt zu meinen Kifferkollegen, aber wo ich auch wieder zurückkommen kann. Und ich habe nur Erzieher kennengelernt. Nur. Das war eine Not in meinem Herz. Bis ich gemerkt habe, ich muss zum Vater rennen, ich muss durch die Türe rennen und ich gebe ihm mein Leben und ich werde dann ein Sohn. Ich habe das nie so richtig erlebt, wenn ein Vater ist, was der so tut. Ich bin eigentlich in der Zeit, wenn ich einen Vater hatte, nur die Summe aller Noten die ich gemacht habe. Das bin ich. Und da merke ich, hey, wir haben es so gut, dass wir Heimat gefunden haben beim Vater im Himmel. Und jetzt lassen wir uns doch auch rausstehen aus dieser Stube raus und sagen, und wir geben wieder anderen Menschen Heimat. Und ich habe mich da entschlossen, ich will so ein Mensch sein. Ich will so ein Mensch sein, der probiert, so gut er kann, mit dem, was ich bringe und mit all diesen Fehlern, die ich habe, ein Vater zu sein. Können anderen wieder zu helfen, vielleicht durch die Türe zu gehen, da in der Umkehr oder dann in der Sohnschaft den nächsten Schritt zu tun. Und das ist etwas, was in der Bibel auch vorkommt, oder? In den Korinther, also das war eine grosse Kirche, im Neuen Testament gibt es Korintherbriefe, Paulus hat die Briefe dort hingeschrieben und dort erwähnt er das. Oder da gibt es eine Stelle, wo er sagt, schau mal, es gibt so viele Leute, die es so gut wissen, oder? Die wissen ganz genau, wie man die richtige Kirche baut, oder? Die wissen ganz genau, wie man sich anleitet, wie sich die Jungen zu verhalten haben, welche Farbe deine Haare sollten haben vielleicht, oder wie lang das der Rock ist, oder wie kurz. Sie haben alles gewusst, oder? Und der Paulus schreibt in das hinein, 1. Korinther 4, Vers 15, selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch im Glauben unterweisen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Und das ist ein Mangel. Schon damals da gewesen, und das sieht man auch in der heutigen Zeit wieder. Dass es so ich meine,
Wir brauchen Väter, wir brauchen Mütter. Gerade in einer Zeit mit Patchwork-Families, nicht gegen das oder so, aber so ein Vater, so ein liebender Vater, wo du wichtig bist oder wo das Gegenüber wichtig ist. Wo nochmal die Hand nimmt, wo nochmal Chancen gibt, wo nochmal hilft, wo ermutigt, wo tröstet, wenn mal etwas kaputt ist oder wo hilft irgendwo. Und das ist etwas, was sich jeder von uns wünscht. Dass so ein Vater oder eben, ich sage immer Vater, oder auch eine Mami, oder auch eine Mami, oder, wo dich in den Arm nimmt. Ich bin dann mit meiner Mami groß geworden und das ist dann irgendwie die liebende Seite gewesen. Und die hat mich dann aber schon und so, also nicht, dass ihr dann alles das Gefühl habt, gell, von dieser Story. Ich hatte wirklich gute Mami gehabt und die hat mich durchgetragen und durchgebettet vor allem, oder? Aber ich habe mir das so gewünscht, so einen Vater, wo kannst nachlaufen oder so, oder, ja. Und genau das wünschen sich so viele Menschen in einer so einer vaterlosen Beziehung, wo sie keine Wurzeln haben und vielleicht hin und her geschweit werden, wo man zügeln, im Job nachgehen und so weiter. Und dann ist jetzt die Frage, ja gut, jetzt habe ich euch eine schöne Predigt gehalten über, werdet so. Aber wie wird man denn so und vor allem, was macht man denn, wenn man denn da sein will? Was ist denn das, was man machen will? Und da wollen wir nochmal eintauchen in die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und zuerst möchte ich aber noch ganz kurz etwas sagen. So, der Joni, das war so gut, der hat erzählt, wie er von daheim abgehauen ist. Oder, du bist gerade knapp über die Straße gekommen. Dann, also quasi über die Straße, dann hat er sich umgekehrt, oder, denkt, ist das wirklich schlau, und ist wieder die Straße zurück. Ich muss euch sagen, ich habe den Gedanken natürlich auch gehabt, ich greife das jetzt ein Stück weit auf, aber ich habe tief in mir eine Stimme, die sagt, das kannst du eh nicht. Ich bin nicht einmal über die Straße gekommen, in dem Ganzen hinein. Ich habe schon gedacht, das schaffst du eh nicht, ich bleibe daheim. Und ich weiss nicht, wenn du das alles siehst jetzt da auf dem Bild hinein und dran bist und ich sage, hey, wird Sohn, und du hast eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, das schaffst du nicht. Nein, für dich gilt das nicht. Die Liebe gilt für alle, außer für dich. Oder wenn ich sage, hey, da, auch du, jeder von uns kann geistlich Vater oder Mutter werden. Und du denkst, ja, ich doch nicht, ich habe noch so viele Baustellen. Das stimmt nicht. Auch du kannst das. Wir sind zwar biblisch gesehen in guter Gesellschaft, oder? Es hat ganz viele Leute in der Bibel, die sagen, ja, ich kann nicht, ich bin zu jung, ich kann nicht schwätzen, dies und jenes, all diese Sachen, die finden wir überall. Aber ich und die Leute haben vergessen, Gott ist mit euch. Und das ist auch immer seine Antwort gewesen, oder? Ich bin doch mit dir, jetzt nimm den Stab, ich bin doch mit dir, schau mal da. Und die Propheten und die Leute, die das gesagt haben, die haben immer dann auch mit Gott können gehen. Und ich glaube, Gott ist mit uns. Wenn du dich jetzt in dieser Predigtserie eher in diesem Teil noch findest, oder da in diesem Teil, Gott ist mit dir auf diesem Weg. Und wenn du jetzt sagst, hey, mal, ich will eigentlich Vater und Mutter werden, Gott ist mit dir, der zeigt dir die Leute, er zeigt dir, wie du mit ihnen sollst umgehen und wo du sollst. Jesus ist mit uns. Und das ist möglich, ich kann es so sagen, es ist möglich. Und das habe ich noch ganz kurz gedacht, ausschweifen in Matthäus, oder? Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende dieser Welt. Und das ist der Grund, warum ich da oben stehe. Nicht nur meine Supertalente oder dass ich reden kann, sondern weil Gott mit mir ist. Und er sagt sogar, und ich will, dem Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für mich bei euch sein wird, und werde ihn darum bitten. Johannes 14. Das ist der Heilige Geist, der in uns, mit uns ist. Er ist da und es ist möglich, sein weise Image loszuwerden und zu sagen, ich werde Sohn. Und es ist möglich, von da dann weiterzugehen und zu sagen, ich komme. Und es ist auch locker möglich, durch die Türen durchzugehen. Und das ist so das Schöne, was wir da haben können. Und so, mit dem Bewusstsein, dass der Vater mit uns ist und uns da innen hilft, wenn wir jetzt anschauen, was in dieser Geschichte alles so passiert ist. Und das eine ist, was mache ich, wenn ich anderen Heimat geben will, oder Vater oder Mutter sein, dann gang auf die Leute zu. Das ist das Bild, das wir von dem Vater sehen. Der ist auf den anderen zugerannt. Müsst ihr euch das vorstellen, oder? Der hat seinen Rock aufgenommen und ist gerannt, oder? Und alle haben seine blutweißen Beine gesehen, oder? Und sie haben gelacht im ganzen Dorf. Das ist schlimm gewesen. So macht nie ein Vater etwas, oder? Aber der hat das gemacht, ist seinem Sohn nachgelaufen, nachgerannt, rausgegangen und er ist auf ihn zugegangen. Und gleichzeitig sehen wir den Vater an einer anderen Stelle, auch Lukas, oder, wo der Vater rausgeht zum zweiten Sohn. Auch ihm geht er entgegen. Auch ihn
sagt er, hey, ich roll dir den Teppich aus, ich komme zu dir, ich mache mit dir etwas. Und das ist das, wo wir sagen können, hey, gang auf andere Menschen zu. Und ich mache jetzt den Pfeil mal ein bisschen in die Richtung da. Oder vielleicht zu denen, dass wir auf sie zugehen, oder? Oder vielleicht gerade bei den Menschen, die da noch rumstudieren, oder? Ja, könnte Gott etwas sein für mich? Ist die Liebe? Hat er mich wirklich gern? Dass wir auf die Menschen zugehen, egal wie zerbrochen sie sind, egal wie zerzaust das Leben sie hat, egal was sie alles hinter sich haben, egal, wir gehen auf sie zu und zeigen ihr ein Stück weit die Liebe, die der Vater für sie parat hat. Und das ist etwas, ja, wo man sagt, wir zeigen, mir widerspiegelt der Vater im Himmel die Liebe. Wir sind seine Söhne und Kinder. Und wir gehen auf die elenden Menschen, die irgendwo gestrandet sind, gehen wir auf sie zu. Wir halten Ausschau, wie der Vater bei dieser Geschichte und schauen, wo ist denn so jemand? Wo können wir auf jemanden zugehen? Wo können wir ihm Heu sagen, Annahme geben und Liebe geben? So, dass wir können widerspiegeln, was der Vater mit uns zu tun hat. Jeder soll sich willkommen fühlen. Da in der Kirche, aber auch bei dir, in deinen Gesprächen mit dir. Nicht in dem Sinn so, ja, der und so, und da schwätzen wir so halben, oder? Und da könnt ihr einfach, ja, das wollen wir machen, so in die Richtung. Jeder soll die Annahme erleben. Das heisst nicht, dass du Best Friends mit denen musst sein, aber dass es einen Platz hat bei dir und kann das annehmen und sich angenommen fühlt. Und dann das Zweite, was ich ganz gut finde, was der Vater macht, der geht ja zu dem Sohn und dann sagt er seinen Knecht, hey, bringe den Mantel, bringe das Gewand, schnell. Oder der Sohn kommt irgendwie vielleicht noch so mit knapp Unterhosen bekleidet, kommt und läuft daher, der Vater sieht ihn, rennt ihm entgegen, sagt seinen Knechten, bringe das Kleid, oder? Und das ist das, was der Vater macht, er deckt Blöße zu. Er geht hin und vielleicht sind das die Menschen, oder, wo man kann sagen, hey, da, wo die Menschen dann anfangen umkehren und sagen, hey, ich habe da noch ein Problem in meinem Leben, hey, ich habe da noch einen Bereich in meinem Leben, der noch nicht stimmt, wo ich auch noch einem Vater geben will. Und dann vertraut er sich vielleicht dir an, dem Sieg wie der Vater oder wie die Mutter und deckt die Blöße zu. Und er kommt da mit dem Mantel, wo so alles bedeckt. Und ich stelle mir das einmal vor, ich hocke manchmal so, wenn ich am Strand in der Ferien bin, hocke ich so dort und schaue so durch. Und dann siehst du so die Mamis und die Papis, wenn die Kleinen vom Meer rennen, die Kinder, oder? Und dann haben die ein Tüchli so parat und dann rennen sie so rein und dann tun sie so gerade umarmen mit dem Tüchli. Und so stelle ich mir das vor, so. Und so umzugehen mit dem Gegenüber, wo dir vielleicht etwas eingesteht oder sich entschuldigt oder sagt, ich will den Weg gehen, ich will da etwas noch weitermachen, ich will Sohn werden. Und dann, ja, zuerst solltest du dann mal noch, gell? Und überhaupt hat er doch schon gesagt, dass das so ist. Nein, wir decken die Blöße zu. Wie der Vater, voller Liebe und sagen, das ist gut, hey, wir gehen den Weg jetzt heim, wir gehen den Weg weiter. Und das kannst du sein, das kann ich sein, wo wir miteinander das so machen wollen. So wie dem Vater hingehen. Das ist so wie ein Zelt, oder vielleicht in der Bibel ist es so ein bisschen wie eine Henne, die ihre Küken sammeln will, oder das liebevolle, geborgene, das Schutz geben, wo dort drin ist. Und gerade mir, wo das widerspiegelt, oder wir können den Mantel von der Gnade über die anderen Menschen reinlegen. Und nicht nur am Nachbarn sagen, hey, hast du gewusst, oder der hat wieder mal eins gebosget und ist er besoffen wieder dort und überhaupt und so. Nicht so Sachen. Sondern dass mit dem Mantel von der Gnade, der kann es ja selber erzählen, wenn er dann so weit ist und den Prozess durch hat oder so. Aber wir möchten das eigentlich so nicht machen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in jeder Familie drin. Als Papi, als Mami, bei den Kindern oder als Mann bei der Frau oder als Frau beim Mann, den Mantel von der Gnade drüber hineinzulegen. Natürlich, ihr müsst euch Kinder erziehen und alles und das irgendwie müsst ihr ja lernen mit Messer und Gabeln essen und Grüezi und Adi und Dank und Bitte sagen, oder? Das ist schon klar. Aber dass der Sohn oder die Tochter auch weiss, meine Mami leitet immer wieder einmal den Mantel von der Gnade, vom Schutz über mich und nimmt ihn und steht hinterher und redet mit dem Lehrer einmal, oder? Ja,
einfach so, das ist so etwas Wichtiges, wenn Kinder aus Familien kommen, wenn sie das erleben, dann macht das Klick, wenn das jemand predigt. Ja genau, so ist mein Vater, das habe ich dort und dort bei meiner Mami abgeschaut oder bei meinem Papi abgeschaut. Und so den Weg zu gehen, finde ich einen mega wichtigen Punkt. Und dann, das Letzte eigentlich ist ja wieder der Punkt noch, der fiel dann eigentlich da rauf, wo man wieder Würde retour gibt. Wo die Würde zurückgibt. Und das ist das Zeichen vom Ring. Das ist der Punkt, wo er sagt, ja gut, bringt den Mantel, aber gebt auch den Siegelring zurück. Es sollen alle sehen, dass er wieder in der Familie ist. Er kriegt den Ring retour. Er gehört wieder dazu. Er ist zwar immer Sohn gewesen, immer, aber er hat den Ring müssen verkaufen, weil er kein Geld mehr gehabt hat. Aber nein, er kommt einen neuen zurück über. Er muss sich nicht zuerst verdienen. Und ihr kennt vielleicht, wenn ihr die Geschichte gelesen habt, die Argumente, wo der Sohn kommt und sagt, ja, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein, oder lass mich arbeiten bei dir. Ich will wirklich alles tun, was du sagst, dann kann ich dein Tagelöhner sein. Nein, der sagt, was mit... Er geht gar nicht auf die Argumente ein, hat der Jonia gezeigt. Und dann kommt er den Ring über, du gehörst wieder zu der Familie. Oder du hast eigentlich nie nicht dazugehört. Egal, was du gepostet hast, du kannst wieder zurückkommen und in die Familie hinein. Und das finde ich etwas so Gutes. Der Mantel auf der einen Seite und dann die Zugehörigkeit. Dass wir, wenn wir Vater und Mutter sind, geistlich, dass wir den Menschen helfen, die Würde zurück überzukommen. Wenn sie das Gefühl haben, ich muss beim Vater immer noch irgendetwas verdienen, sagen, nein, hey, ich helfe dir, die Würde zu nehmen, dass du ein Sohn, eine Tochter kannst sein, die da drin hineingeht. Und dass wir die Menschen, die uns begegnen, wenn wir auf sie zugehen und ihre Blöße zudecken, immer wieder sehen, das sind Gottes Menschen. Das sind Menschen, die er genauso liebt wie mich. Und dann geht es eben mit der Zeit, merken wir, die Sicht von dir geht weg. Es geht nämlich dann immer mehr um andere. Und das ist die Idee vom Evangelium. Dass Gott Jesus geschickt hat, auf die Erde gekommen ist und er hat sich um andere gekümmert. Der ist nicht gekommen und gesagt, hey, sorry, aber das ist mein Universum, hey, jetzt gehen wir alle recht auf die Knie. Und dann hat irgendwie, weißt du, so ein Superstar-mäßig, oder? Nein, er ist gekommen und hat gesagt, ich will euch dienen. Und das ist das, wo, wenn Jesus frech sagt, hey, sind so barmherzig, wie der Vater im Himmel barmherzig war. Da wird er hingehen. Und die Serie, die fordert uns auf 2 Seiten raus. Den Weg zu machen zum Sohn und auf der anderen Seite den Weg zu machen, zum selber Vater und Mutter sein. Ich kann euch sagen, Gott ist mit euch, egal auf welchem Weg, auf welchem Abschnitt ihr euch befindet. Und es ist auch nicht ein Befehl, hey, jetzt sind wir mal ein bisschen barmherzig oder so, sondern es soll eine Kultur werden. Und wir möchten dich einladen, so eine Kultur zu leben in dieser Kirche, in deiner Kleingruppe, im Gottesdienst, im Foyer, bei den Kids in deinem Dienst, wenn da drin bist. Aber auch zu sagen, hey, und jetzt steppe ich voraus. Ich will auch in meinem Arbeitsumfeld die Kultur leben. Das ist eine Königreichskultur, barmherzig und gnädig und Annahme geben. Das ist die Königreichskultur, grosszügig zu sein. Und das will ich euch einladen, dort drin hineinzugehen und zu sagen, hey, ich will ab heute ein grosszügiger Mensch werden. Ich will ab heute ein Mensch werden, der Annahme als erstes Mal ist und nicht, oh, was hat denn der für eine Frisur, du Puh. Oder was ist denn der, wie kommt der wieder daher? Oder? So dass wir das weglösen, das Erzieherische, das weise Kind-Mentalität, sondern die Kultur können leben und Väter und Mütter werden im Geist. Den Menschen helfen, ihren Weg zu gehen. Und durch das, was wir so einen Teppich oder so einen Boden legen, von dieser Annahme und von dieser Liebe, können wir später ein Stück weit auch von dem Gott schwärmen, wo uns das ja auch schon gegeben hat, wo wir drin hineingehen. Ich möchte beten zum Schluss und bitte euch gerade zum Aufstehen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns nimmst und auf den Weg gehst mit uns. Und in diesen Prozess hineingehst. Und Heiliger Geist, du weißt in jedem Herz, wer in welchem Prozess dran ist. Und
Und ich bitte dich, nächsten Schritt mit dieser Person zu machen. In dem Tempo, wo möglich ist oder wo. Nicht überfahren, nicht schnell. Und ich danke dir, dass genau in diesem Prozess deine Liebe, deine Annahme, deine Geduld auch eine riesige Rolle spielt. Aber ich danke dir, dass du jeden von uns da mitnimmst, auf diesem Weg führst zu gehen. Dass wir dein Reich widerspiegeln können. Dass wir die Kultur, die in deinem Reich, die eines Tages im Himmel wird sein, auf dieser Erde ein Stück weit ausleben. Und ich danke dir, dass du jeden von uns an der Hand nimmst und den Weg mit ihm gehst. Du bist Gott und Vater und hast uns alle lieb. Und wenn da jemand ist, der denkt, nein, das stimmt nicht für mich, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du ihm das nochmal und nochmal und nochmal sagst. Dass der 20er fallen kann. Die Tür ist offen, jeder kann zum Vater kommen. Und er muss sich nicht verdienen. Er kann einfach kommen. Und du gibst Würde. Und du machst ihn zu dem Sohn oder sie zu der Tochter. Ich danke dir, dass wir die Annahme bei dir geniessen können.